Endlich Summer. Dat heiers de Maybe Sex Book Club. Dëse Summer präsentéiere mir ich all 2 Wochen e Queerbuch fir Ä Vakanzelektür. Hallo, ich bin de Joel an ich präsentiere euch haut die echt Episode vun eisem Summerprogramm. Wir werden nämlich nicht wie gewinnt ein groß Aufschlussepisode machen, mehr ich mit eisem Book Club de ganze Sommer über begleden an ich queer Buchtippen für er Vakanzelektür gehen. Ich schwätzen haut über Manhunt from Gretchen Felker Martin. An diesem postapokalyptischen Horrorroman gibt eng Welt beschrieben, an der all Mensch, den zu viel Testosteron am Körper hat, sich durch ein Virus an eng Zucht Zombie verwandelt wird. Übrig blieben sind Cis- und Transfrauen an Europur transmaskulin Leute, die beim Ausbruch vom Virus die Chance hatten, gerade un engem niedrigen Punkt an ihrem Testosteronzyklus zu sein. Am Roman gibt Geschichte vom Beth und vom Fran, zwei Transfrauen, die sich auf der Flucht für und Turfs, die die Murcht überholen wollen, befanden, erzählt. Außerdem musste sie, für evaluieren zu können, eine Substanz aus den Hoden an anderen Organen von den Zombie-Männern extrahieren. Hier ziemlich schlecht Situation geht ein bisschen besser, weil sie den Robbie kennenlernen an durch ihr bekannt Indie an einem Bunker von einer Milliardärs-Irwin landen. Hi, das Leben an der Postapokalypse schon bald luxuriös. Während Indie als Privatdoktisch Kammerwunsch von der Milliardärsdurchter erfüllen soll, müssen die anderen 3 gefährlich Erbechten verrichten. Dazu gehört auch die Jurcht ob Monster-Zombie-Männer. Mir dauert nicht lang, bis Turfs auch Hai für unter dir stehen. Und Manhunt also so gut wie alles queer. Die meisten Charakteren sind auf die eng oder andere Weise nicht cis an oder nicht hetero. Und die jetzt sind Monsteren. Obwohl wirklich oder just metaphorisch. Dat die ganze Welt gegen die 2 Hauptcharakteren Fran und Beth ist sicherlich kein Zufall, mehr eng nicht so unbedingt subtil Allusion auf die Realität von Transmenschen, insbesondere Transfrauen. Genau so wenig lassen sich Parallelen zwischen dem Abkeimen von Faschismus an der echten Welt an dem unbarmherzigen und mörderischen Turf-Regime an der Welt von Manhunt lesen. Sie sind die eigentlich Antagonistinnen von der Geschichte und dax mehr monströs wie die richtig Monsteren. Mir auch nur im Innergang von der Welt halten Queers hei nicht op, sich a komplizierten a komplexe Beziehungen an messy Sexszenen rumzufannen. Dat ist teilweise vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel des Guten. Ihr ich Manhunt ugefangen hun, hatte schon dem Tori Peters hier Kurzgeschichte Infect Your Friends and Loved Ones gelesen, die als Inspiration für Manhunt gedingt wird. Ich muss sagen, dass ich das Konzept von der Gender-Apokalypse ein bisschen besser umgesetzt fand, mir ich schon Manhunt trotzdem ziemlich gut fand. Was mir neben der Idee besonders impressioniert hat, ist, wie ob man es scheinbar realistisch mit dem Thema vom Zusammenbruch von der Gesellschaft umgegangen wird. Allerdings muss ich auch sagen, dass es an der Geschichte relativ viel Zeit springen wird, die ich zum Teil ein bisschen verwirrend fand. Besonders, wenn ein Buch als Audiobook lauscht, kann do leichte Janeen gehen. Auch wenn das Buch als Horror verkauft wird, so ist das echter wenn's dem viele Blut a Gore wie wenn's der eigentlicher Thematik. Ich gebe Manhunt nicht jedem und Herz lehen, weil es zum Teil immens detailliert an der Beschreibung von Gewalt ist, auch sexualisierter Gewalt. Für mich wird schon direkt am ersten Kapitel eng 10, bei der ich bald abgehalten hat, mit Lesen.
Trotzdem gebe ich das Buch rekommandieren, wenn dem mit Gore und Gewalt kein oder wenig Probleme hat, an das Thema von der Gender-Apokalypse interessiert. Anders wie auf vielen anderen Zombie-Medien ist hier der Fokus nicht so viel auf die Monstern, mehr auf die überlebend an wie sie mit ihrer Situation an in den anderen umgehen. Manhunt vom Gretchen Felker Martin ass am Original bei Tor Nightfire herauskom, et gibt auch eine Version als Audiobook. Eine deutsche Übersetzung gibt unter demselben Titel beim Festa Verlag, auch eine französische Version mit dem Namen Chasse à l'Homme gibt. Übrigens hat Lily Wachowski angekündigt, Manhunt als Serie verfilmen zu wollen. Dat hei war de Mayway Sachs Book Club. Diese Sommer präsentieren wir all 2 Wochen ein Queerbuch für Ihre Vakanzlektüre. Alle Informationen zu dem Buch findet ihr auf unserem Instagram an auf saxpodcast.lu. Wenn euch Mayway Sachs gefällt, zählt eure Freundinnen und Bekannte von uns an heute schöne Sommer. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. Mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Musik aus dem Track Inspire Modulate von Moby Gratis. Das Ministère für Education, Kanner a Jugend an Graffiti drohe keine Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast.